An der Option Fotografie kontemporain vum Herr Schaak und 3. an Premierschüler e Fotoprojekt war Asch gemacht. Do sie verschiedene ganz gut Werke entstanden und die sind an der Stadt von Juli bis September am Grund am Tunnel ausgestellt gin. Elo an nach Feier de Schmat kinder des Fotoen an d'Infofabrik zu Aschkucke kommen. Donno hanken se am Pop-up-Store an der Ulzestroos. Wie d' Fotoen hei geland sinn, erklärt ech de Burgermeester vun Asch. Ja, dat war Fungel op Initiativ vun Ärem Prof vum Herr Schaak, vum Herr Christian Schaak, de mech invitiert hat fir den Vernissage an der Stadt am Tunnel net dem Hellech Geest an du man negen geschwaart gehabt hunn et Foto summe gekuckt hat. Wit net eng Idee wellt jo am Fungel Foto vun Asch sinn, fir Dich zu Asch ze weisen. An Mofang fir Idi fir dat eventuell op der Gemeng ze weisen, méi eben mat der ganze sanitärer Situationun, die man hunn mat der COVID-Krise, wollt man net Leiit alle Goeten op Gemeng draieren, wenn man schon do op Rendevous schaffen, man gesot hunn okay, da komme ich den andere Lüe ze fannen. an dat natürlich d'Infofabrik, dat ass en ganz flott Initiativ fir Datei op der Platzwe ze weisen, vun de Schüler vum LGE, die ha hier Impressionen, hier Ideen awer können ausdrücken, an dat fand ich ganz flott Sach. Ja, also die Infofabrik huet jo nie so geheescht, dat war ja immer der City Tools Office, den Eck beim Gemengenhaus war, den am Fungel bisssen awer bis stoppt war. Wir wollten dat mi visibel machen, wir wollten doch an mit vun der Ulzestroos kreien, wie das van d Leiit hin und her zirkuléieren, dat se dann oben die Infofabrik gesinn. An du mag gesagt, okay, da macht man net nimmen City Tourist Office Dünner, mit dem aber auch als Service-Manifestationen, die mit den Platzmeistern, die sowohl Kirmessen wie Mäd, wie auch der Christmäd, auch wenn das ja nicht stattfindet, organisieren. Dann macht man die auf einen Platz zu summen. Nun als die noch kommen, für das auszubauen, wenn man den ORT Süd, also den Tourismus aus dem Süden, den hat man in einem ganz kleinen Büro hier an einer Nebenstraße, und man gesagt, hey, sie sind interessiert, auch mit dabei zu sein. Dat huet sech natürlich alles fond, well dat alles bis Summen geheiert. Natürlich auch en vue vum europäischen Kulturjahr im Jahr 2022, wo man so okay, da will man visibel sinn, da will man wirklich, dass die Leute sich auch informieren kommen, wenn sie als Tourist oder mal nicht als Tourist, auch eventuell als Lützeburger, den nicht so gut kennt, hier Lunch kommen und sich informieren kommen, wer das heute zu erschlossen, wo sind die Hauptattraktionen von Esch. Und dann ist heute den Ulaf-Punkt, wo die Leute dann rankommen. Und wir haben all Tag, außer Sonntags, zwischen 9 Uhr morgens und 18 Uhr abends, wo wir wo die Leute sich da können informieren kommen, wo auch eventuell die Dinge oder anderen können kaufen kommen, und eben noch Verbindung mit diesen Services. Ja, also den normalen Christmarkt, wie man gewinnt sind, den ist das ja nicht möglich gewesen, weil du aber ziemlich viel Leute oben kommen, und das ist einfach mit den Reglementationen, die man von der Regierung kriegt, nicht möglich. Wir haben ein bisschen gemerkt, dass wir Musik über die Parleuren an der Ulzstraße laufen, und wir natürlich eine Christdeko, die wir all Jahr gemäht haben. Wir kriegen noch neue Luten, die wir abgehangen haben. Das ist auch ein bisschen das Christfeeling für den Christsteg, und auch während danach wird bestehen.